hast du eigentlich für eine feine Mütze an, Mann? Ernst? Will auch so einen haben. Schmeckerchen, Junge. Hast du nicht so einen Netz? Nee, hab ich nicht. Ich habe die hier in der Küche gefunden. Ja? Ja, hier. Oh, Söke. Hier in der Schublade. Irgendwo habe ich die gesehen. Richtig schöne. Warte mal. Ah! Da ist sie. Da ist er hier. Wir sollen doch mal aufrüsten, Junge. Hast du noch eine? Ja, ja. Ich bin immer professioneller hier. Ja, dann. Schau einer. Gut. Passt wieder auf den Deckel da. Weißt du, was das ist? Aber denn heute? Freitag. Ach, mal Frieda ab wieder. Würde ich sagen, eine neue Folge drehen von Koch dich Kölsch. Ja, gut. Was machen wir denn heute? Heute machen wir mal ein richtig schönes Special. Osterspecial, würde ich sagen. So ein Ei machen wir heute noch. Gut. Was gibt denn da rein? Wir haben alles parat gemacht. Wir haben alles schon vorbereitet. Und brauchen wir nicht viel. Ja. Hm? Als allererstes Ein paar Eier haben wir auf jeden Fall mal parat gemacht. Das sind ja Soleier. Eier. Da. Dann haben wir Zwiebeln. Önig. Fisch und Lorbeerblättchen. Lorbeerblätter. Für die Römer. Kölsch. Kölsch sage ich halt. Köln ist ja eine altrömische Stadt. Dann Salz. Für Drei gehäufte Eier brauchst du immer Salz. Teelöffelchen. Ja. Nächstes. Pimentkörner. 9 Stück in etwa. Nächstes. Und Kümmel. Kennt auch jeder aus Köln. Das waren auch 3 gehäufte Teelöffelchen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Die ganze andere Kölsch, die sind in der Spülmaschine. Wir brauchen ungefähr 2 Liter. Alles klar. Messbecher. 2 Liter Wasser. Also 2 Liter zum Eier kochen und 1 Liter für die Sud. Also für 10 Eier sind quasi diese ganzen Zutaten. Gut. Wie lange dauert es jetzt? Nach unserer Zeitrechnung? Nach unserer Zeitrechnung dauert das ein Kölsch Minimum. Aber ich würde auch sagen, bei uns jetzt bei alle auch 3 Kölsch. Ne? Ja, aber das kennt ja noch nicht jeder, dieses Solein-Ding. Ne? Das ist in alle Oma. Also ich würde Ding. Ne? Früher bei mir Baba in der Kneipe, wenn die alle am Ostern mal angemacht haben, hier schön mit dem Köpfchen auf der Theke und dann schon immer so die dicken Gläser da und dann konntest du mal gerade rangreifen und dann hast du mal ein Ei geholt, dann warst du wieder topfit und zack, hast du wieder 5 Kölsche offen. Wunderbar. Jo, ihr Heimrezept. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wasser ist am Kochen. Eier stehen da rein, ja? Steht da blöd rum, schieb mal blöd. Ja. Guck mal, was der da rauszaubert. Ist ja Osterspezial. Vielleicht haben wir ja heute spezielle Getränke aus. So. Immer 2 Kahlschale. Nee, der ist doof. Da ja Ostere vor der Tür steht, kann ja was Feines. Richtig schöne, leckere Eierlikör. Pudding. So Kinder, stellt euch die Stoppuhr. 10 Minuten, kochen die Eier. Naja, wenn der Tee so vegan geht mit unserem Mittwoch, dann brauche ich die Soleier auch. Gut. Gott, Der eine teilt, der andere sucht aus. das sind ja älter. Kriegen wir mehr. Das ist aber weniger. Aber ich teile mit dir, Brüder. Oh, Prost zusammen. Prost. Schön. Ja, während die Eier kochen, Fühlt sich gut. können wir direkt. Achso, anstoßen erstmal. Während die Eier kochen, können wir direkt mal den Sud machen für unsere Soleier hier. Deswegen Deswegen brauchen wir 2 Liter Wasser. eine. Mal eine. Wir machen noch 2 Behälter, Junge. Aber das war doch eine halbe für. Ja, wir machen pro Behälter 1 Liter. Na gut, Junge. Und 1 und 1 gibt Öl. Ja, das ist zu viel, das eine. Das war eben nur ein halber Liter. Oder 400 Milliliter. Ja, wir haben ja uns ja eigentlich schon 1 Liter. Ja, aber für beide. Wir haben halt beide. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Schwere Diskussionen hier. Schwere Diskussionen. Alles One Take heute. Ich würde sagen, wir machen 1,5.
Haben wir 1,5. Okay, Mittelwert ist immer gut. 1,5. So. 400. Wenn das überall Ei ist, dann kriegst du was mehr drin. Ne? 600. Und wenn das Ei das läuft schon ganz gut, nehmen wir mal auf 6, Schlüssel 6, 5. 800. Wie gesagt, Eier kochen lassen, 10 Minuten. Dasselbe wird mit dem Sud passieren. 1 Liter. Kann ich noch ein bisschen mit der Kamera flirten? So. Ja, ich würde sagen, An die Brühe. an die Brühe schmeißen wir alles darin und dann lassen wir das mal schön durchköcheln auf 10 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Eier haben wir abgekocht, 10 Minuten lang, die sind parat, haben wir auch schon abgeschreckt. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich wieder. Ja, aber ich mache jetzt wieder. Nee, Ich will zum Kölsch. Also ja, jo, Kölsch zuerst und dann, Zuerst Lob, dann Arbeit, oder? ja, bekannte Lieder sagen, zuerst Beute. Richtig, erst heute. Gut, riechst wir mal ab. Diesmal. Ich rieche. So. Prost. Gehst Boston. Jetzt wird ja auch jeder zitiert. So, jetzt Jetzt dürfen wir die Eier kaputt machen. ganz wichtiger Punkt. Die Eier ein bisschen kaputt kloppen, dann die einreißen, damit der Sud nachher schön da einzieht. Also kaputt. Ganz wichtig, weil so ist er ja dicht, alles dicht. Aber kaputt gemacht. Schön. Putja mal. Schön mit dem Latte Macchiato Löffel. Wird der Drache kaputt gemacht. So. Kannst du auch direkt nehmen. Ja. Eine Eichen. Ja, schon mal ein. Kann man ein bisschen variieren, ne? So, auf der Arschkloppe. Darfst du daheim ja nicht. Machen alles kaputt. Ja. So. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Alle an der Eier ran. Der Eiermann müsste hier Also sein. Eiermann. Ah, der wäre Juli Mensch. Ja, gut. Wunderbar. Hier. Ich würde sagen, ich halte die Rittermaske. Der Sud. Und du haust mal rum hier. Der Sud. Und jetzt einfach zu gleichen Teilen. Oh, warte, mal. Ihr seht ja nichts. Ihr seht hier ja nichts. Ihr seht nicht. Und? Wie voll ist es? Ah, kannst du auch ein bisschen. Jetzt würde ich mal teilen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Alles klar. Willst du mal gerade leer machen oder was? Ja, komm, ist hier. Ich muss ja eh nicht putzen hier. Ja, schon. Merkt ja alles anders mittlerweile. So. Das riecht schon gut. Richtig. Wie ein Ostertee. Schön Ostertee. Quali, im Willi Ostermann singe Tee. Guck mal, was der im Maßstab hat. Wahnsinn. Ja, hier lernt es hier liert. Hier liert. Wahnsinn. Da passt kein Blatt zwischen. So, liebe Freunde, einfache Sache, kurzes Video. Klappe zu, Affe tot. 2 nach lassen. Ja, mindestens vor allem. Das ist ganz wichtig, ne? Ganz wichtig. Mindestens. Wir haben heute Karfreitag und dann ist sonntags alles für die Familie oder für die Freunde oder für egal wen ist er parat. Perfekte Soleier. Ja? Perfekte Soleier. Perfekte Soleier. Und irgendwann zeigen wir euch mal wieder Soleier überhaupt, wie essen die. Genau, in dem nächsten Video. Wie isst man ein Soleier? So. Und Soleier geht es nur bei Koch dich Kölsch. In diesem Sinne, frohes Ei. Prost zusammen. Oder guten Appetit oder Oder sonst irgendwas. Eiersalat, keine Ahnung. Schön.